Es klingelt und raschelt im Hintergrund. Was heißt das? Ganz genau, wir sind zurück bei den Crocs. Im Dekuval bei... Dann Walter Crocs natürlich, Entschuldigung, war gerade ein bisschen verwirrt. Ja, zurück bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, nicht Ocarina of Time oder sonst was in der Art. Nee, vor allem, warum Dekuval? Nee, Dekuval gibt's gar nicht, aber egal. Zumindest ein großer Dekubaum haben wir hier. Und das Potassium, das Marshall eigentlich reinstecken könnte, lustigerweise jetzt gar nicht. Die Funktionalität haben sie wohl rausgenommen, war im Gegensatz zu damals mit Breath of the Wild, aber das ist ja auch irgendwo durch verständlich. Naja. Wenn man nie weiter DLCs eingebaut hätte, wäre es ein anderes Thema, aber DLCs in dem Spiel, nee, das wird es wohl nicht mehr geben. Und ob es ein anderes Spiel geben wird, in naher Zukunft oder in 4, 5 Jahren, das ähnlich sein wird von der Mechanik her wie Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom, wer weiß. Auch das ist ein anderes Thema. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind hier, weil ich glaube letzte Folge noch irgendwie meine Taschen vergrößert habe, genau. Ansonsten wollte ich ja eigentlich mich aufmachen zu den Labyrinthschreinen. Dass wir die in der heutigen Folge noch angehen, oder heute in der nächsten Folge, je nachdem natürlich. Ansonsten uns dann bald da aufmachen im Untergrund, denn wir müssen ja für Minero noch einen Körper zusammenbauen. Und dann muss man gucken, ob wir vielleicht, ja, je nachdem halt zuerst einen Schrein dann, wenn es mal da einen gibt für sie, beziehungsweise Tempel natürlich machen. Oder ob wir dann mich noch ein bisschen auf Suchen mache nach den Karten. Wobei, nein, warte mal, ich wollte zuerst mal noch alle Karten im Himmel absuchen. Genau, ich wollte offscreen mal noch gucken. Bevor wir den Untergrund abschließen, dass wir erst mal den Himmel noch abschließen. Sprich, uns fehlt noch ein wilder Weise und glaube noch 3 Schatzkarten. Nach dem Riese, genau, es gibt 3 Schatzkarten, also alte Karten, Entschuldigung, 3 alte Karten fehlen noch und ein wilder Weisen. Die will ich noch holen, bevor wir den Untergrund durchmachen. Auch da fehlt nicht mehr viel. Dann haben hier oben noch ein paar Quests, das wird noch lustig. Aber ja, ich würde sagen, wir sind im letzten Viertel. Wenn ich das mal so frech und behaupte, wir sind im letzten Viertel des Spiels. Ich hoffe es zumindest. Schön wär's. So, aber letztes Viertel des Spiels hier hin, das heißt, ich muss erstmal dahin. Das heißt, da war irgendwo noch so ein scheiß Drache. Ich glaube, der war weiter unten und vor allem, es dürfte ein bisschen kälter werden. Ach ja, und wir haben nur noch 10 Schreine vor uns, Freunde. Ja, 142 haben wir bereits gemacht. Lecco mio. Wir haben alle im Himmel gemacht. 10 fehlen noch auf der Oberfläche und Link friert. Kann ich mich nicht verübeln. Habe ich eigentlich noch irgendwie was zum Wärmen? Auch mal so just fun, weil ich muss eh mal aufbrauchen. Kälteschutz. Ich bin zwar voll, aber was soll's. Weil im Umziehen bringe ich auch keinen Bock drauf. So muss er darüber, ne? Naja. Bitte die Heilung so, wa? Ich lange nicht mehr hier oben bei den in der Hebra-Region. Ich meine, klar, wir müssen nochmal bei den Orni vorbei. Wir müssen überall nochmal vorbei, weil auch bei den Groden haben wir noch nicht alles gemacht. Ne? Also hier und da fehlen noch Sidequests, aber wenn es nicht mehr viele sind, zum Glück. Ein bisschen was fehlt noch. Und ja, mein Ziel ist ja, wie schon mal erwähnt, erstmal alle Kleidungssets zu finden, demzufolge logischerweise auch im Untergrund alle Schatzkarten zu finden. Dürfte eigentlich nicht so die Schwierigkeit sein. Alle Karten und so aufdecken, meine Oberfläche haben wir alles aufgedeckt, Himmel auch schon, fällt der Untergrund noch ein bisschen was. Natürlich alle Sidequests, alle Episoden, ist klar. Also Quests generell müssen alle gemacht werden. Okay. Was war denn sonst noch so? Moment, doof. Ja, alle Schreine logischerweise auch, alle Wurzeln, ja. Auch bei den 3 Dingen, Raum der Schätze müssen wir nochmal vorbeigehen. Und den dritten haben wir mal gemacht, wa? Ja, okay. Müssen wir noch vorbeigehen. Yiga, aber der hat doch was. Ja, gut, er hat dem mit den Schrein zu tun und natürlich haben wir mit Meister Koga noch. Dann vorbeigehen müssen. Also ja. Es sind noch ein paar Dinge, aber du. Die Karten sind doch schon recht gut gefühlt, ne? Dann natürlich zum Schluss noch Gandalf besiegen, ne, ist klar.
So, wir haben Feuersteine, um uns zu wärmen, wa? Die Übersetzung, den Ringdrachen tief in unseres Labyrinths erweckt, winkt reicher Lohn. Nachdem Tauro diesen Text entziffert hatte, brach er zur Erkundung neu entdeckter Ruine auf. Und dann aufgestaucht und den Weg zu markieren, auf geht's. Okay, den quatschen wir wieder. Kannst aber nicht entziffern, tja. Kann man sehen nicht, was da drin ist, ne? Ah ja. Eis war da drin. Da ist der Schrein, ein wunderschöner Schrein. So, wer war das zweite Tagebuch? Kann ich gar nicht. Der Kataklysmus, ja, ja. Wir alle kennen und hassen ihn. Gern mehr als andere. Ich bin im Kreis. Über mir kann ein Krog sein, ne? Das ist ein 24er. Ja, komm, es war's. Das war zwar schon noch gut, aber ich nehme die Abkürzung. So, lieber Krog, wo bist du? Da hinten. Hä? Hat man so viele lustige Flugkurven? Tschüssi! Gut. So, jetzt bin ich hier. Geht's nach unten? Nee, voll die Verarsche. Los in Truhe. Immerhin ein Solaniumbogen, das ist schon ein bisschen was krasseres. Lass den Ritterbogen trotzdem mal noch. Tja. Sagen, eine Abkürzung, ne? Muss man überhaupt hin, mal ganz genau gucken. Da war der Krog, eigentlich muss er schon da entlang. Ist eine Waffe drin? Oh. Nee. Warum nicht? Nehme ich gerne. Okay, nochmal eine kurze Abkürzung.
So. Okay, das sieht aber auch lustig aus. Ja, nachher geht das auf. Da ist mir soweit auch klar. Ein Phantomgun hier? Warum? Phantomguns sind immer so nervig. Sieht ganz aus, kann ich da rein, ne? Oh, bewegen die sich jetzt komplett durchs Labyrinth oder was? Ah, die Position hier ist mir schon klar. Da ist doch auch nichts. Beziehungsweise natürlich schon etwas, aber es ist halt nicht der Eingang, den ich suche. Dankeschön. Ein bisschen hoch. Ja, ich würde auch sagen, eher Abkürzung. Ne, Link, was machst du da? Linky Boy. Aha. Also kann man hier durch. Okay. Entweder auf berührender Sprache oder gar auf hohe Gewalt. Sie verlassen, um den anderen von meinen Fund berichten zu können. Ja, ja. Er musste leider gehen. Und im ersten Mal Hände reagieren. Zehntausend Jahre später. Da war ein bisschen schneller, Kumpel. Aua. So. Da müssen wir hier irgendwo noch einen Mechanismus finden, ne, zum Aktivieren. Vielleicht eine Etage höher gewesen oder irgendwo sonst in der Nähe. Mal gucken. Dann kommen wir mit die Miasma-Hände rein, ne? Aber gut, so sei es dann.
Da waren noch 9. 9 Schreine. 9 kleine Schreine, Meister. Musste ja passieren. Okay, okay. Als Herrscher der Eulen sage ich dir, der du das Labyrinth der Erde durchschritten hast. Eine weitere Tür ist dir geöffnet. Besuch die westliche Seite des Labyrinths des Himmels. Der Meister der Eulen war zuvor was Meister der Drachen. Ja, sollen wir sie bekämpfen? Ja, nein, ich hatte eigentlich nicht so Bock drauf. Tatsächlich. Oh, es ist noch kalt. Ah, dann erst recht nicht. Tschüss! Ne, bescheuert. Wir sollen das Winteroutfit anziehen. Nee, euch haben wir schon genug platt gemacht. Das reicht. Dankeschön. Das mit Eule und Drache so. Beim dritten wird es nur der Eber sein. Weil man sagt ja auf dem... Alter, ist schon so kalt. Muss man ganz kurz umziehen. Es heißt, glaube ich, auch in den Büchern zu Tears of the Kingdom, also dazu Hallo Historia, nicht die Historia, Quatsch, Masterwerksabbildung und so, heißt ja offenbar auch, dass die Sonau hat ihre eigene Interpretation des Triforce, sag ich jetzt mal, ne? Und zwar steht hier, der Eber steht für Kraft, der Drache für Mut und die Eule für Weisheit. Ich meine, dass die Eule für Weisheit steht, okay. Dass ein Eber für Kraft stehen soll, von mir aus. Aber ein Drache für Mut, warum nicht der Drache für Kraft? Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Aber ist offenbar so in den Lehren der Sonau. In diesem Labyrinth aktiviere sie. Bitte. Wobei, seien wir ehrlich, warum war es zuvor so, dass dort mein Mut geprüft werden sollte? Beim letzten Labyrinth. Hier ist die Weisheit. Warum? Also vorher musst du doch auch irgendwie Weisheit beweisen. Also gucken wir mal. Huch. Hey, ich sehe es jetzt nicht mehr. Okay, oben durchzukommen wird schwierig. Unten wird dann auch nicht gerade einfacher. Ja, also im Prinzip wie zuvor schon. Im anderen Labyrinth ist ja wohl die gleiche Logik hier. Oh, fast abgebogen. Hä? Ernsthaft? Fallschaden? Obwohl. Okay. Ich dachte eigentlich, dass die Gravitation hier wesentlich geringer ist. Gut. Fällt trotzdem nicht aus. Das war Nummer 1. Gehen wir nach rechts für Nummer 2. Der quatscht wieder.
Nein, oh, Link. Soll schon hier sein, ne? Ich glaube, ich habe an der Seite hingemusst, ne? Also. Da fällt mir gerade auf, glaube ich, diese Labyrinthrätsel, ne? Das sind, glaube ich, erst dann sinnvoll, wenn du schon ein bisschen mehr Ausdauer hast. Und das mit einer einzigen Ausdauerleiste ein bisschen mühselig vor. Ich meine, es geht auch so, ne? Aber wenn du ein bisschen mehr hast, ist sicher besser. Ja, hier raus wird schwierig. Ja, das geht so nicht. Da muss ich anders machen. Ah. Ja, komm schon. So, ja, ne? Wahrscheinlich richtig. Gut, dann zurück in die Mitte. Ups. Upsala. Hä? Geht gar nichts? Ernsthaft jetzt? Frech. Nein. Ja. Links, rechts, links, rechts. Das Link hier keine Drehung kriegt. Junge, Junge. So, und hier sollte in der Mitte möglich sein. Das schätze ich jetzt eher weniger. Die andere Seite, ne? Aha, lol, wieder ganz langsam auf der Karte, super. Diese Karte ist ja fehlerhaft. Naja, ist noch keine 3D-Karte, ne? Aber das ist krass, ich mache echt eine Folge über so ein scheiß Labyrinth.
So, und nun? Beweis deinen Mut in einem kühnen Sprung in den Untergrund. Beweise deinen Mut und wage einen Sprung in die Tiefe. Naja, dann ja schon mal. Gerade müssen wir sogar dort landen, wo ich schon mal vor, keine Ahnung, 20, 30 Folgen waren am Untergrund, wo wir halt, Entschuldigung, wo wir damals das hier versucht haben aufzudecken und dann gemerkt haben, hey, das sieht zwar schön aus, aber ich komme nicht rein. Na, ich glaube, das war das. Ich bin ja ein bisschen falsch, ne? Und den Miasma-Händen vorbei. Oh, jetzt ist plötzlich hell. Was ganz Neues. Bin da, wer noch? So, begrüßen wir ihn mal, wa? Naja, die geht immer zur Neige. Das ist doch nichts Neues mehr. It's finished. Ne, warte mal. Das ist die falsche Waffe. Also, ich habe gar keine coole Waffe mehr. Ja? Scheiße. Oh, Dankeschön. Und falls euch schon gefragt habt, wieso ich nicht meine ganzen Sonderwaffen schon mal upgradet habe, das hat genau den Grund hier. Mann, Michael, ganz ruhig. Wenn ich immer diese Mittelblöcke mitnehmen kann. Auch die Waffe sieht scheiße aus, muss man dazugeben. Aber es könnte schlimmer sein. So, wir haben ein Königsschwert verrostet. Latenschwert, ganz normal. Schönen Anblick. Das heißt, wir können doch wieder mal Angriffsstärke. Die sparen wir halt auf, wenn es wirklich krass sein soll. Deswegen nehmen wir die hier, weil Massivhorn dann nicht so das Wahre. Und Excelforce Horn, aber ich habe 10 Stärke weniger. Warte mal, ich habe doch schon 2 von denen, kann jetzt ein bisschen geiler aussehen. Ne? Abwechslung und so muss du raus sein. Ah ne, war ja der Quatsch. Oh, dann sieht so scheiße aus. Ja, ich weiß, aber wir haben noch genug von denen, keine Sorge. Blauer Leunelsäbelhorn, ne? Sollen wir den mal nehmen?
cool, rein optisch was anderes. Fast irgendwie eine schwarze Extra-Force-Form, weil das sieht darum geil aus an den Waffen. Aber das Ding hier sieht einfach nur kacke aus. Oder schwarze Bossbockhorn, damit, meine, also silberne Bossbockhorn sieht auch scheiße aus. Aber schwarz hat zumindest, sind aus in Achsen, ne, die Waffe. Da wäre eigentlich auch ganz cool. Naja. So, dahin oder was übersehen? Also übersehen natürlich was, aber er meinte gerade was ganz anderes. Die Wurzel muss er finden für die Folge, das ist auch wichtig. Du, der du das Labyrinth der Tiefe durchschritten hast. Du hast wahrlich Tiefe. Körperliches und geistiges Geschick. So. Gebe ich Herrscher der Eulen, die nun einen wohlverdienten Lohn. Dann gib mal. Beseelt von einem bösen Geist anderer Dimensionen, uralter Zeit, soll dieses Stück nun an dir zum Schutze dienen. Der Ocarina of Time ist lange her. Das ist uralte Zeit. Denn wir erinnern uns, Ocarina of Time erschien noch im letzten Jahrtausend, wenn man es ganz genau nimmt. Ach ja, schöne Zeit. So. Unheilsreiter Stiefel. Sehr schön. Die Stiefel sind angeblich an einem bösen Geist in einer anderen Dimension beseelt. Seltene Stücke, die nicht einfach zu erlangen sind. Das ist wahr. Damit fehlt nur der Kopf, ne? Dann hätten wir das Phantom genannt Set beisammen. Das Darkling Set haben wir auch zusammen. Es fehlt dann das, nicht das Unheilsritter, das Phantom genannt. Ne, wo ist das andere Teil? Hallo? Wo bist du? Nach Finsternis, genau, das fehlt ja auch noch. Und ich muss mal nachgucken, wo die Barbaren-Dinger sind. Aber mir fehlt dann noch Ram der Schätze noch ein paar davon. Insofern für das eine oder andere noch damit zu tun. Wer weiß. Gut, das hätten wir. Jetzt müssen wir gucken. Die Wurzel, die habe ich ja schon, ne? Genau, die haben wir schon mal geholt. Okay. Wenn ich schon mal hier bin, holen wir ganz kurz noch die Wurzel da oben. Weil ich genau weiß, warum ich die damals übersehen habe. Tatsächlich. Und vielleicht rennt er für einen Schatz hier unten? Fragezeichen. Die Richtung stimmt aber, ne? Ist er vielleicht hinfliegen oder so? Das ist schön, wenn sie unten so hell ist, oder? Ernsthaft, die war schon lange längst da draußen. Scheiß Miasma, ey. Aber ich finde schon krass, dass ich hier in dem Spiel nur noch das Miasma haben, nicht mehr den Schlamm des Unheils, wie aus Breath of the Wild. Und der Schlamm des Hasses war im Prinzip ja auch die Energieform, ne? Und das hier ist Miasma, ist so quasi wie die auch körperliche Form. Feste Form von mir aus. So, jetzt noch ein bisschen dunkler. Ach, haben wir damals diese Wurzel hier übersehen? Ja, weil sie gut versteckt ist. Ist ganz simpel. Eine Wurzel wird geöffnet. Ich weiß gar nicht, kriegen wir irgendwie auch eine Belohnung, wenn wir alle Wurzeln gemacht haben? Ich meine, es sind in Anführungszeichen nur 120, aber trotzdem. Oh yes.
So, dann kann der wieder weg. Dann haben wir das soweit auch gemacht. Ja, wie gesagt, wurzeltechnisch sieht es sehr gut aus. Da fehlt noch ein. Was kann ich mehr, warum, was da war? Eigentlich auch nichts, ne? Können ja eigentlich auch relativ easy einfach hinlatschen und deaktivieren. Sind wir sicher, dann haben wir eigentlich nur noch die hier unten. Die offenen. Ein paar. Natürlich noch ein paar Schätze. Ich guck mal, vielleicht schaffen wir das direkt noch. Ja, und dann fehlt uns hier unten noch eine von diesen Statuen, ne? Von diesen. Sind es Dämonen? Waren das Dämonenstatuen oder so? Weiß gar nicht mehr. Also nur kann ich mir anzeigen lassen, wo sie ist, weil wir die Karte aufgedeckt haben. Aber zu einer müssen wir garantiert noch hin, damit wir dann auch dort noch das letzte Kleidungsset für ihn, dieses Gewand der Finsternis und so kriegen, ne? Wegen dem Jasmerherzen und so war da doch irgendwas. Ja, stimmt. Ja, die Richtung stimmt, die Rechnung. Die Richtung stimmt. Die Rechnung stimmt eh nie, aber die Richtung stimmt. Ach, die eine ganze Kolossee machen, ne? Gerade hier, das Ding wird noch ganz lustig, das Ding hier. Stimmt, ja, warte mal, ihr müsst sogar noch die Wurzel hier, die muss ja noch, gut, die ist nicht so schwierig, die muss aber hier irgendwo einen Eingang finden. Das wird nicht das Problem sein. Da, ja, da muss er irgendwie jetzt schon mal den Thronsaal runter und die dann mir holen. Das ist die Frage, ob wir das erst am Schluss machen. Ne? Also, sogar die letzte Wurzel erst dann beendet wird, sobald wir halt, sobald wir sagen, okay, beenden wir das Spiel. War nicht, dass er da irgendwie auswählen auf was Trigger oder so. Da hinten ist sie, ne? Warte mal, warum ist mehr Licht hier? Qualmerlinge? Ja, warum nicht, komm. Jetzt eigentlich schon genug Spots. Da hinten. Da oben. Kann man da irgendwie hochschießen lassen? Dann kommt jetzt sicher irgendwo hier. Offenbar nicht. Ich habe mir so viel Ausdauer. Ich sage es und denke es immer wieder. Und Napanos-Wurzel. Wo nehmen die überhaupt die ganzen Namen immer her? Mann, Mann, Mann. Ja gut, Freunde, das heißt dann wohl, wir sind soweit durch für diese Folge. Eben da ein paar Schätze fehlen noch, aber jetzt gesagt, warten wir noch, bis wir die letzten 3 Karten haben, bevor ich da auf die Suche nach allen mache. Die dann irgendwie alle... Was ist denn da los? Alle jetzt Position, okay. Dann alle nacheinander irgendwie holen könnten. Hier ein paar Wurzeln, die hier sein müssen, weil da Schreine sind, okay. Wenn sich ab und zu noch eine andere Wurzel finden. Aber ich würde sagen, in dieser Folge erst einmal hier hin, damit wir dann noch das Labyrinth machen können. Plus zu den Schreien unten noch. Auf der Erde. Also 16 Wurzeln sind es noch. Okay. Neun Schreine, 16 Wurzeln uns noch fehlen. 16. Hier haben wir 2. 3.
3, 4, 5, 6. What the fuck sind wir noch? Warum noch so viele? Ja, natürlich haben wir hier noch überall Schreine. Ups. Ah, da kommt Schatz zu, okay. Hat deswegen mal keine Markierung. Oder kriegen wir das vielleicht so noch hin? Ja, okay. Also dann haben wir die. Dann haben wir schon. Hier hat es garantiert noch ein paar. Also noch Scheine, ich halt jetzt noch übersehen habe. Da wird wohl ein ähnliches Spiel sein. Jetzt mal nochmal kurz durchzählen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dann fehlen bloß noch 3. Ja, dann passt's. Da können wirklich noch 3 sein. Sprich, dass wir hier oben noch 3 Schreine hier fehlen würden. Ein paar sind noch irgendwie markiert. Ne? Zum Beispiel hier noch einer sein muss. Genau. Eldin. Haben wir noch ein paar. Hier wird auch noch vermutlich noch irgendwie einer sein. Hier unten vielleicht auch noch. Ich renne sogar nicht hier oben, dass noch einer ist. Ja. So müssen wir aber langsam aber sicher dann die restlichen Dinge auch noch finden. Hoffen wir zumindest. Gut, Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Dann ist das Labyrinth in der Wüste dran mit dem Schrein hier. Und also erst natürlich zurück zur Oberfläche, ist klar. Dann wieder zurück in den Himmel, dann auf Teleporten, dann wieder zurück nach hier unten. Und das machen und dann ist hoffentlich langsam, aber sicher Friede, Freude, Eierkuchen. Junge, was ein Abenteuer. Aber trotz allem macht Spaß. Bis dahin, tschüssi.